Läuft das Band? Ja, ja, dat. Dann los Jon. Tag Hermann. Tag Caroline. Tag lief Lückschot zu Hus und unterwegs. Schön, dass er da sitzt, nach der Sommerpus. Und hück ganz besonders schön, weil man Besuch kann. Und zwar ne Multitalent. Herzlich willkommen, Helmut Frankenberg. Ja, danke schön. Es ist echt interessant, wie ich das erzählt habe. Wir laden den Helmut Frankenberg in, da kommt eine Reaktion, ach, der kenne ich, das ist der von der Zeitung. Und eine andere sagt, nee, das ist der vom Jeckespiel. Noch andere haben gesagt, das ist der Mann, der so viele Bücher geschaffen hat. Und dann haben sie auch noch den Helmut in Zusammenhang gebracht mit dem Krezia Festival. Jetzt wissen wir nicht, was machen wir et ich. Vielleicht für die Leute, die dich überhaupt nicht kennen, wir haben ja manchmal so Quereinsteiger dabei, die ein bisschen erzählen, wie alt du bist und was du sonst für Vorlieben hast, damit wir wissen, womit wir anfangen. Ja, ich weiß es auch nicht so genau. Ich bin offensichtlich eine multiple Persönlichkeit. Ne? Also das ist ja höchst verschieden. Ne, was soll man erzählen? Also erstens muss man sagen, wir müssen das hier bilingual machen. Ne? Also so schön Kölsch-Schwade, wie ihr das könnt, kann ich nicht. Ne? Also ich komme aus einer Zick, da war das gerade Sprache Kölsch. Ne? Und, Oh ja, kann ich ja, bestätigen. ja. Und das ist, ich bin Jahrgang 1966 und dann in Köln-Brück, im feinen Brück groß geworden. Ne? Und da sprach man kein Kölsch in der Schule nicht und im Kinderjahr nicht. So, deshalb ist das nicht meine erste Sprache. Ne? Also wir müssen das bilingual hier heute machen. Also 66 geboren. Was soll ich noch erzählen? Ich habe irgendwann mal Geschichte, Deutsch und Politik studiert. Bin dann Journalist geworden. Und habe 40 Jahre über Kommunalpolitik geschrieben. So, das muss ich nicht weniger machen. Das ist irgendwann langweilig. Und mache alles Mögliche nebenher. Lass mal singen, bin ich Gründungsmitglied. Ich habe mich immer für kölsche Musik interessiert und schreibe ab und zu uns ein Buch und mache das Krätzchefest. Ja, also das große Musikfest für kölsche Krätzche, kölsche Musik außerhalb des Fastelovens, ne? Damit die Kölsche nicht immer nur hören, wie doll die Stadt ist. Ne? Köln ist super, Köln ist geil. Nein, wir wollen auch wieder Geschichte hören. Ne? Also schöne Geschichten aus dem Level, aus dem Alldach. Das ist unser Anliegen. Jetzt bist du direkt mit dem Krezia-Fest ingestiegen. Für die neu dabei sind, vielleicht das ein bisschen erzählen, wie die Idee überhaupt aufgekommen ist. Das Jahr wird ja nicht alle Ziegen, ne? Nee, das Jahr wird Konzert im Hennessin-Theater vor 10 Jahren, 10, 11 Jahren. Und das waren 4 Bands, 4 Gruppen, die zusammen gespielt haben. Und da war erstmal dieses Label, sagt man, ne? Kölner Krätzchefest. Haben wir nur ein Konzert gemacht, da haben wir gedacht, hinterher mit dem Jörg P. Weber zusammen, das ist so ein schöner Name, weil er so das Kölsche mit dem Hochdeutschen verbindet und ein bisschen so über den Tellerrand hinaus andeutet, dass wir nicht nur im Kölschen Saft schmoren wollen, dass wir da so ein richtiges Musikfest draus machen. Und dann ist das über die Jahre immer größer geworden. Und es geht darum, zu zeigen, wie vielfältig die kölsche Szene, die kölsche Musikszene, aber auch die kölsche Szene insgesamt ist. Und wir wollen immer dabei auch ein bisschen anderes einbeziehen, verschiedene Musikstile. Krätzchen ist nicht nur Quetsch und Flitsch, sondern Krätzchen kann auch Rock'n'Roll sein. Ne? Hauptsache, es ist eine gute Geschichte, die erzählt wird. Und gucken auch mal so nach französischsprachige Musik, ne, über den Rhein hinweg, ne, so nach Verbindungen, jiddische Klezmer-Musik haben wir dabei und so, also das war nicht nur im eigenen Saft schmoren. Französische Musik hast du erwähnt. Wir haben ja auch ganz in der kölschen Sprache so viel Französisch. Und was Gerücht ist, was ich immer wieder lesen muss, das leuchtet auch jedem in, da jedes Leute, die sagen, ja, Köln war von 1794 bis 1814 von den Franzosen übersetzt. Und da haben wir uns das all angewöhnt. Und das ist ja nicht mühlich. Das heißt also, wenn man jetzt in die Geschichte rumkast, da fing man im 16. Jahrhundert schon 3 Sprachlehren Französisch in Köln. Da haben wir uns eine Podcast drüber gemacht, ne?
Und was die Kölschen ja nicht wissen, ist, sie waren nicht nur besetzt von den Franzosen, sondern Köln war eine Stadt, die zum französischen Staat, zum französischen Reich gehört. Also wir waren mal linksrheinische Köln, waren es französisch. Ne? Ja, Also also dann dass bist es du- so dreckig war das so ja die größte Stadt nördlich der Alpen. Ne? Da war es noch sauber, bis die Franzosen kommen mussten, ich den Dreck in Köln wegschleppen. Aber dafür führt jetzt zu weit. Dann bist du nicht nur bilingual, dann bist du ja wenigstens trilingual. Ne? Wieso Tri? Ja, wenn du Französisch auch Nee, noch Französisch dabei kann ich hast. nicht. Französisch kann ich nicht. Hast du eigentlich die Franzose auch in dem Buch jetzt, in dem neuen? Nee, also dieses Buch, das neue Buch, behandelt wahre Kriminalfälle, die beginnen alle in den letzten Monaten des Krieges und der Nazidiktatur und werden dann zum Teil Jahrzehnte mitgeschleppt in die Gründung der Bundesrepublik Deutschland hinein. Und die Franzosen waren ja nicht hier, das waren ja erst die Amerikaner und dann kamen die Briten als Besatzungsmacht. Und ab 1949 gibt es dann ja die Bundesrepublik. Aber wir haben spannende Geschichten, die viele Leute nicht kennen, wo eben Mord, Totschlag, Mord und Totschlag, ne, verhandelt werden, erst 47, 48, 49, obwohl die Verbrechen 44 oder Anfang 45 begangen worden sind. Und da gibt es eben keine Stunde Null, sondern es gibt eine Kontinuität und es werden die Leute wieder eingestellt, die in der Nazizeit bei der Polizei waren oder im Gericht und die verhandeln dann weiter dieselben Fälle und es gibt ganz seltsame Wendungen und alle haben ihr Päckchen zu tragen. Es gibt keinen, der keine Schuld auf sich geladen hat und gleichzeitig will man nach vorne gucken und weiß aber ja nicht so genau, wohin die Reise geht. Ne? Also vielleicht kann der Hermann sich daran erinnern, ich kann mir das ja nicht richtig vorstellen, 45, 46, keiner wusste ja, was passiert jetzt. Die Diktatur bricht zusammen, es gibt keine Struktur mehr, es gibt eigentlich keinen Staat. Und trotzdem gibt es eine Polizei und das Gericht fängt wieder an und keiner weiß eigentlich, wohin die Reise geht. Ne? Ja, die Angst, die war ja so groß während der Nazizeit, dass man irgendwie jetzt sagt, jetzt so, ja, der Witz, ich weiß nicht, ob es stimmt, da ist einer in das KZ gekommen, weil er Heilbronn gesagt hat. Ne? Also das ist natürlich ein blöder Witz, aber es war ganz schlimm. Ich weiß, in Riel, da ging dann sich, das waren einfache Leute, Arbeiter, einfache Angestellte und die hatten natürlich auch alle Angst und ich weiß, da kommen sie einer zurück. Wo war der so lang? Ja, der war in so einem, sie wussten ja nicht richtig, das Wort KZ, ich glaube, das war ja nicht so richtig bekannt. Ja, was ist denn dann passiert? Ja, das wissen wir nicht. Der spricht kein Wort darüber. Der hat Angst, dass er dann wieder dahin möchte. Ja, und wie war das dann nach dem Krieg? Nach 45 hat man Ja, auch nicht drüber nach dem gesprochen. Krieg, da war mein Vater der einzige Mann, der in der Partei war. Ne? Und alle anderen nicht. also das ist eine lange Geschichte. Das war eine Arzt, eine Zahnarzt, der mein Vater 37 überredet hat, in die Partei einzutreten. Dann kriegte er auch eine ordentliche Arbeitsstelle bei den Fortwerken. Ja, mein Vater war dann bei den Fortwerken. Aber das ist, ja, und ansonsten ist erstaunlich. Ich wusste, dass der war HJ-Führer und der ging jetzt in der Kirche, also nicht jeden Tag, aber ach ja, ansonsten ging es an uns Junge vorbei. Aber was hat man denn gedacht, wie es weitergeht? Was hat man denn gedacht, was ist denn das also Nächste, was passiert? Ja, ich kann jetzt nur von mir reden. Das Köln war ja jedenfalls die Stadt, zu 95% kaputt. Und da fingen gestandene Männer und Frauen, natürlich, viele Frauen, die der Hoffnung nicht abgegeben haben. Ich denke, ja, die fangen jetzt an, Steine zu kloppen. Wo wollen die Steine hin tun? Wo wollen die den Schutt hin tun? Das geht doch ja nicht. Der Adenauer wollte ja die Stadt Köln halt woanders aufbauen, das ging aber nicht, weil man ja
der Strom, das Wasser, das Gas, das war alles unter der Erde. Und ja, man konnte Neues kaufen, konnte man evans nicht. Man hatte kein Stein, kein Zement, kein Kabel und man musste immer behelfen. Man sorgt dann auch aus den Kellerlöchern, wo die Häuser eingestürzt waren, Kaminrühr, Dampe, die dann im Keller gewohnt haben. Entschuldigung, ich komme jetzt wirklich nicht schwer darin. Ja, ich habe das jetzt so verstanden, dass das richtig, dadurch, dass du das so erzählst, rauskürt, dass die Menschen sich dafür interessiert haben, wo sie wohnen und was sonst ist und dass sie sich damals, dass die ja kein Zick hatte, sich dafür zu interessieren, auf der jetzt bei der Schmier, sprich bei der Polizei war, auch clean war, dass der da hingehen konnte. Ne? Ist das richtig? Ja, aber was man sich nicht vorstellen kann, ist, wie die zusammengelebt haben. Ne? Also da kommen Leute von der Front nach Hause, es kommen Leute aus der Kriegsgefangenschaft nach Hause. Du hast aber auch die im Exil waren, weil sie eben aus Oppositionelle weggegangen sind. Du hattest die Mitläufer hier, du hattest die Täter hier und du hattest die Oppositionellen hier, die in innere Immigration gegangen sind. Ne? Also so ein Vater vom Ludwig Sebus zum Beispiel, der hat in St. Michael im Keller einen Juden versteckt. Ne? So. Und der Ludwig kommt 5 Jahre nach dem Krieg aus russischer Kriegsgefangenschaft und sieht die Täter wieder. So. Du hast also eine Stadtgesellschaft mit so verschiedenen Leuten und die haben alle nicht über das Vergangene gesprochen. Die mussten sich darauf einigen, nur nach vorne zu gucken. Und das, finde ich, kann man sich kaum vorstellen. Also dass dann Verbrecher mit Mitläufern, mit Opfern, mit Exilanten, mit Soldaten, mit Verführten, mit Getäuschten, aber auch mit begeisterten Nazis auf einmal zusammen eine Stadt aufbauen mussten. Und dann hat es ja auch kein System dafür. Ne? Also du hattest Gesetze, aber keinen Staat. Also was gilt eigentlich in diesem Land? Ne? Weil die Diktatur ist kaputt. Du hast eigentlich gibt es keine staatliche Institution mehr, weil es ja keinen Staat gab. So. Und wo dann der Staat ja auch noch nicht am eng, dass man dann gesprochen hätte. Genau. Ich habe der Hermann oft gefragt, was hätte dann Dinge Vater da und dazu gesagt? Ja, da haben wir nicht von gesprochen, war nicht Usus. Das ist total interessant. Also sowohl Sebus wie aber auch Jülich, ne? der Edelweißpirat. Ne? Die Kinder erzählen, dass ihre Väter jahrzehntelang überhaupt nicht gesprochen haben, obwohl das ja beides Opfer war. Die haben ja auch Heldengeschichten erzählen können und selbst das haben die nicht getan. Und dann haben die erst ganz spät realisiert, was ihre Väter da für eine Rolle hatten und dass sie zu den Guten gehörten in dem Fall, aber auch die haben nicht drüber gesprochen. Ich finde das unglaublich spannend und man kann es sich nicht richtig vorstellen. Ist das dann auch ein Thema in dem Buch? Ja, das kommt in jeder Geschichte vor. Das spielt überall eine Rolle. Also das ist, natürlich geht es auch um Straftaten, ist klar, ne? Aber sie haben natürlich immer auch irgendwas zu tun mit der Gesellschaft, in der man sich befindet. Also die erste Geschichte zum Beispiel ist eine Frau, die genau in der Zeit, wo die Amerikaner mit den Panzern in Köln einrücken, tötet die den Mann, der sie jahrelang drangsaliert, gefoltert und unterdrückt hat. Also sie befreit sich privat, während die Amerikaner die Stadt befreien. Finde ich eine total spannende Geschichte, wo ich dann erzähle, was die erlebt hat, was da passiert ist. Und wie die dann, wird die verhaftet. Die hat den toten Mann in einen Bombentrichter geworfen und zugeschüttet. Und ein Jahr später gibt es einen anonymen denunzierenden Brief. Und dann muss die Polizei in dem noch nicht vorhandenen Staat, 46 gibt ja immer noch kein Staat, dann gucken die nach, finden in dem Bombentrichter den toten Mann. Pulverkopf war er genannt worden. Ne? Und dann wird die Frau verhaftet und natürlich wird die dann auch vor Gericht gestellt. Ne? Und dann ist natürlich interessant zu sehen, wird die jetzt bestraft wie eine Mörderin? Die hat den kaltblütig erschossen im Schlaf. Ne? Also heimtückischer Mord eigentlich. Wobei Heimtücke ist schwierig. Nur Frauen können heimtückische Morde machen. Männer brauchen das nicht. Das ist ein ganz komisches Mordmerkmal, aber das ist eine andere Geschichte. Ne? So, und dann wird die vor Gericht gestellt. Dann ist natürlich spannend zu gucken, wie entscheidet dann ein Gericht. Also sie wird nicht als Mörderin verurteilt. Man hat Verständnis für die Tat. Das ist total interessant. Und so spielen verschiedenste Fälle. Es gibt auch lustige Sachen von einem Hausmeister im Kölner Kunstverein, der anfängt, Gemälde zu fälschen und aus dem Keller raus zu verkaufen. Auch sowas gibt es. Es gibt ein großes Drogenproblem, also Leute, die mit Verletzungen aus dem Krieg wiederkommen, die ihre seelischen und körperlichen Gebrechen mit Drogen versuchen
in den Griff zu kriegen. Der eine schafft es, kommt da raus, der andere geht zugrunde. Auch solche Fälle gibt es. Also es ist total spannend und überall spielt natürlich dieser Rahmen eine große Rolle. Ich könnte da stundenlang drüber erzählen. Ja, Das ist ein Sachbuch, ich höre ne? gespannt zu. Ja, es ist so eine Mischung aus Sachbuch. Es ist ein Sachbuch, es sind alles wahre Fälle. Ich war in Duisburg im Landesarchiv und habe alte Akten der Mordkommission mir angeguckt. So, und das erzähle ich natürlich so ein bisschen journalistisch. Also es ist jetzt nicht so ein wissenschaftliches Buch, sondern ich Aber erzähle. das hat dich doch viel Zeit gekostet, das alles. Ja, aber wenn es Spaß macht, ist das ja. Aber der Zeitaufwand muss für dich, du bist ja viel jünger, dich da rein zu versetzen. Und ich habe so den Eindruck, wenn wir jetzt uns gegenüber sitzen, dass du wirklich dann auch miterlebt hast. Das war doch für dich dann auch nicht einfach. Das muss dich doch auch seelisch berührt haben. Oder wie hast du das verkraftet? Ach ja, dafür bin ich ja Journalist, um damit umgehen zu können. Ne? Aber es ist schon manchmal komisch. Also da kriegst du eine Akte auf den Schreibtisch im Landesarchiv, guckst du so rein, suchst du die Fälle aus, die du erzählen kannst. Und dann gibt es einen Fall, da ist eine Frau im Kohlenkeller erdrosselt worden mit einem Paketband. Habe ich nicht drüber geschrieben, aber ich habe die Akte geguckt und dann blätterst du um und dann ist da so ein Briefumschlag. Dann machst du den Briefumschlag auf und dann hast du das Paketband in der Hand, womit die Frau erdrosselt worden ist. Das ist schon wirklich komisch. Ne? Aber so die meisten Fälle kann ich schon journalistisch mir angucken und das kriege ich schon hin. Aber es geht einem nah, das stimmt schon. Weil man immer gibt es einen Fall, wo eine Mutter ihre Tochter bittet, ihr beim Selbstmord zu helfen. Die Mutter ist eine Halbjüdin und die Gestapo sagt, ihr müsst aus der Wohnung raus, ihr werdet alle abtransportiert oder ihr löst das Problem selber. Und die Mutter kriegt das mit und sagt, dann löse ich das Problem und ich nehme mir das Leben, damit meine Familie überleben kann und in der Wohnung bleiben kann. Und bittet die Tochter, ihr beim Selbstmord zu helfen. Das passiert 1944 und die Tochter schleppt das kann man sich gar nicht vorstellen, was das bedeutet. Also die hilft ihr dabei, dass die Mutter sich erhängen kann. Und die Tochter schleppt das Jahre mit sich rum und da kann man nur erahnen, was das mit einem Menschen macht. Und dann gibt es wieder so einen denunzierenden Brief, wo drin steht, die hat ihre Mutter umgebracht. Hat sie ja nicht. Ne? Und dann kommt so nach und nach die Wahrheit ans Licht. Diese Tochter ist eine total geschundene und arme Frau und zum Glück hat dann das Gericht Erbarmen und sagt, nee, die wahren Schuldigen sind woanders. Die Gestapo, die Nazis, das sind die wahren Schuldigen, die Familien in so eine Situation gebracht haben. Der Vater hat davon nichts gewusst. Der Vater hat gedacht, die Mutter hätte sich alleine getötet und diese Frau hat das als 17-Jährige getan und trägt dann jahrelang diese Last mit sich. Das kann man sich nicht vorstellen. Das ist unfassbar schlimm. Ne? Das ist auch so ein Fall aus diesem Buch. Köln in Trümmern heißt es. Du hast uns gesagt, in jedem Kapitel könnte das förderte Lück nicht drüber gesprochen haben. Was ist dann noch Dinge, Analyse der Moment, wo sie dann wieder ein bisschen angefangen haben zu sprechen? Ist das 1968 mit den Studenten oder sind wir heute noch nicht so richtig weg? Außer mit so einem Buch, wie du das geschrieben hast. Ja, 68, ich weiß nicht, ich glaube, da war die Polarisierung noch zu groß. Ne? Da haben sich auch viele geschützt und verteidigt gegen diesen frontalen Angriff der 68er. Ne? Das war kein richtiges Gespräch. Das war so der Ausdruck, wir müssen mal sprechen. Oder ihr Eltern, ihr habt nicht mit uns gesprochen. Und das war dann Protest dagegen, aber man hat ja nicht wirklich gesprochen. Ja, aber die noch hätte sprechen können, sind ja all gut inzwischen. Ja, das ist das Problem. Und gleichzeitig ist es so, dass es leichter ist, darüber zu sprechen, weil nur noch so wenige leben. Das ist total traurig und schräg, aber so ist es. Ich weiß, als die Wehrmachtsausstellung in Köln war, da haben sie noch protestiert, haben die Mitglieder der Wehrmacht noch vor der Tür vom Stadtmuseum, vom NS-Dokumentationszentrum gestanden und sagt, das ist Verunglimpfung, die Soldaten haben nur ihre Pflicht getan und so. Und heute weiß man, dass das nicht stimmt. Natürlich ist die Wehrmacht verstrickt gewesen in die Verbrechen. So, aber da konnte man in den 90er Jahren noch nicht richtig drüber sprechen. Ne? Also schwierig. Ja, und die Gründe, die sind höch übernüngstig wie der Hermann und sind als Pens, als Jugendliche da gewesen. Da kann man ja auch keine Verantwortung dafür übernehmen. Und meine Kollegen, also Journalisten in den 60er, 70er Jahren, haben auch nicht gefragt.
Ne? Also auch die Journalisten haben nicht gefragt. Also ihr habt ja eine Folge über Karl Barbier gemacht zum Beispiel. Ne? Da gibt es ja bis heute ein Diskurs darüber, was der Karl eigentlich gemacht hat während der NS-Zeit. So, das weiß man nicht genau. Aber es hat ihn auch keiner danach gefragt. So, und dann gibt es einige, die sagen, Heidewitzka, Herr Kapitän, das ist Ausdruck von, ne, man ist eher nicht, ne, aber man weiß es nicht so. Aber es hat ihn auch keiner gefragt. Und er hat ja noch lange gelebt. Man hätte ihn ja fragen können. Und ich wundere mich, dass meine Kollegen, also Journalisten beim Stadtanzeiger, bei der Kölnischen Rundschau, ne, gute Leute, warum haben die den nicht gefragt? Also eine Verdrängung sondergleichen noch 70er, 80er, 90er Jahre hat noch keiner richtig drüber sprechen wollen. Ne? Ja, und manchmal denkt man vielleicht jetzt übertrieben und da ist in dem eine Lied schon immer noch im Standesamt gejürgt. In der Zeit hätte man in der Kirche heiratet. Also hey, statt hey ist je in der Kirche, statt hey hätte das so gemacht, wie die Nazis es wollten. Könnte man ja auch alles daraus lesen und das ist vielleicht übertrieben. Boah, hören wenn du so jetzt schriebst, vielleicht kannst du ja nicht schlafen und musst deshalb so viel Musik machen, ne? Und Jacke spielen und so jetzt. Ist das ein Ventil? Nee, ich mach jeden viel verschiedene Sachen und habe ich noch nie darüber nachgedacht, weiß ich nicht. Der Podcast fehlt, ne? Ja, aber Musik, die doch helfen, ein bisschen legerer zu sein und mir Freude zu erleben, ja, oder nicht? Ja, in jedem Fall, natürlich. Erzählst du uns noch jetzt vom Jäckespiel? Ich meine, ist jetzt nicht die Saison, aber dann ist die Vorfreude jetzt größer, ne? Ja, ihr kennt doch das Jäckespiel. Ihr könnt jetzt erzählen über das Jäckespiel. Warum kommt ihr da hin? Wir sind sehr stolz auf dieses kleine, feine Format. Ja. Ja, also das Jäckespiel ist erstens eine Wirtschaftssitzung. Ne? Man muss nicht eine Sitzung buchen, die fürchterlich dürr ist und wo man ganz lang da sitzen. Das ist jetzt für mitzusingen, mitzumachen. Und es ist keine Trennung von der Bühne und von den Leuten, die zu Besuch kommen. Man geht zusammen feiern. Und man kann kommen, wie man evans fast laufend geht und muss sich nicht so in Finkblute schmeißen. Genau. Das ist ganz toll. Ich sage immer, das ist jetzt wichtig, wenn der Kölsche was wichtig ist, muss er immer Hochdeutsch sprechen. Ne? Der Kölner Karneval ist der einzige Karneval auf der ganzen Welt, der als Mitmachfest eigentlich funktioniert. Ne? In Venedig bist du am Luren, in Rio de Janeiro sitzt man auf der Tribüne und ist am Luren. Und in Köln hast du eben immer das Gefühl, es ist immer möglich, selbst auf der Bühne zu stehen. Ne? Oder der Rosenmontagszug ist eine große Bühne für alle. Ne? Also der Kölner Karneval ist der einzige Karneval, der richtig ein Mitmachfest ist. Und leider wird das immer wieder mal vergessen, ne? In dem offiziellen Karneval, finde ich. Ja. Und da haben wir beim Jäckespiel gesagt, wir nehmen das ernst. Ne? Also mitsingen, mitmachen. Es gibt einen Moment, wo wir selbst von der Bühne runtergehen und mal da 3 vom Publikum mit der Kapelle auf der Bühne was singen lassen. Ne? Das ist alles Ausdruck dieser Idee des Mitmachfestes. Ne? Wir haben zum Beispiel, das ist ja in Kneipen, in der Wirtschaft, und da sagen wir immer den Wirten, wenn ihr singen könnt ihr bei uns auch mal singen. Ne? Hat bis jetzt nur einmal einer gemacht, ne? Leider, aber auch die könnten mitmachen. Ne? Das ist so die Idee vom Jäckespiel. Aber wir haben auch tolle Künstler dabei und bekannte Namen dabei. So eine schöne Mischung, wo es insgesamt dann passt. So soll es sein. Der Helmut kütt dann immer als erstes und dann küttet Mika seine Frau und eine Freundin, glaube ich, ne? Und das sind die beiden Wetzhuselfen und dann wird erst ein Name abgestimmt und der ist in jeder Sitzung neu. Eine andere, ja. Da fängt es halt an, dass man mitmachen muss. Genau. Ja, kann man jetzt mitmachen darf auch. Mitmachen darf. Ja, aber ohne das geht es auch nicht fluppen, weil die Elfen sonst keinen Namen hätten. Ne? Ja, also wir könnten, von den Krimis, die du geschrieben hast, sollte man doch auch noch erzählen. Du hast doch auch Krimis geschrieben, ne? 2. Ja. Ist aber lang her. Ja, also ja. Das ist aber lang her. Das verjährt ja nicht, ne? Das Lustige ist, der erste Köln-Krimi, den ich schon habe, heißt Trümmer. Und jetzt das neue Buch heißt Köln in Trümmern. Und dieses erste Buch, da hatte ich damals die Idee, ich will mal ausprobieren, ob ich das kann. Ein Journalist kann nicht unbedingt einen Roman schreiben. Das ist nicht selbstverständlich. Und das habe ich damals ausprobiert und hatte keine Idee für eine gute Geschichte. Und habe damals schon in den Mordakten der 50er, 40er Jahre geguckt und habe einen Fall genommen, den es wirklich gab.
und habe daraus diesen ersten Krimi gemacht. Und jetzt in dem neuen Buch, Köln-Intrümmer, kommt dieser Fall nochmal wieder vor, aber dann eben ohne Romanausschmückung, sondern wirklich so, wie er war. Also ich bin diesem alten Fall nochmal begegnet, den ich da vor 25 Jahren schon mal aufgeschrieben habe. Hast du also am Ende so ein bisschen kriminelle Energie? Da muss andere fragen, das weiß ich nicht. Vielleicht hat jeder ein bisschen kriminelle Energie. Er war auch großes Interesse an der Biografie. Wir haben ja alt vom Ludwig Sebus und der Biografie gesprochen. Und ich kann mich jetzt alt verraten, im nächsten Monat sind wir noch da mit dem Helmut. Er hat nämlich auch geschrieben über der Süpers Hans und das wird bestimmt eine spannende Podcast. Ich weiß nicht, ob du das weißt, wenn wir Besuch haben wir am Ende immer 11 Flöcke Fragen. Und da brauchen wir nur eine ganz kurze Antwort, ein paar Wörter, also keine ausführliche Verzell. Und da fangen wir jetzt direkt mit an. Okay. Ja, soll ich anfangen mit der Frage? Was ist für dich typisch Kölsch? Vielleicht ein Beispiel? Genüsslichkeit. Ja, also Gelassenheit verbunden mit ein bisschen Gottvertrauen. Ja, Der Kölsch kann sich auch gut abregen, aber das ist mehr Schau. Was hast du jen an Köln? Die Münche, das Kölsch, das Bier, das Essen. Es gibt auch ein paar schöne Plätze in Köln. Geht doch, ja. ja. Welche Kölsche, tut auf lebendig, tätst du jen ins Treffen? Oh. Karl Berbür würde ich jetzt noch ins Treffen, wenn ich eine Dude treffen könnte. Den würde ich jeden befragen zu seinem großen Werk, aber auch zu der Frage, wie war das in Zeiten der Diktatur. Wo tätst du dich engagieren? Wie jetzt hier dann wird, wenn du Bürgermeister wirst? Oh, da kann ich nicht kurz drauf antworten. Ich wüsste so viel. Wo mich engagiere. Ich finde, man müsste sich mehr um die Nachbarschaft kümmern. Also um das Zusammenleben von der Lück, von dem Fädel, was wir besingen. Ne? Weniger Opern bauen, mehr gucken, was ist die Qualität des Zusammenlebens im Fädel und sich um die kleinen Sachen mehr kümmern. Sagen Sie Beispiele, kann ich mir jetzt nichts drunter vorstellen. Ja, es nützt nichts, wenn ich den Kölscher sage, wir kriegen ein neues Opernhaus, wenn gleichzeitig vor dem Haus mondlang eine Fahrradleiche liegt oder dreckig ist. Also es ist wichtig, dass du dich in deiner Nachbarschaft wohlfühlst und du kannst auch soziales Zusammenleben organisieren in der Nachbarschaft. Also so, man kann ich sage immer, aus dem Lied in unserem Fädel kannst du ein politisches Programm machen, ein sozialpolitisches Programm machen. Ne? Und dann wäre vieles besser. Und was ist einer von den liebsten Plätzen hier in Köln? Der Platz vor St. Pantaleon ist eine Oase mitten in der Stadt. Und als Großstadtplatz finde ich am schönsten das an der Eilsteinburg drumherum. Und was ist eins von Dingen liebste Lädscher ob Kölsch? Ich bin die ganze Tag am Lachen. Ah ja? Ja, ich liebe das. Ich bin Schön. von Köln am Ring zu Hus. Ich bin den ganzen Tag am Lachen, weil der das krieche für den Zweck. Warum soll ich mir Kopping machen, solange das Essen mir noch schmeckt? Was nützt denn all das küme Klare? Da mache ich mir ja nichts draus. Warum, das will ich euch sagen. Ich bin von Köln am Ring zu Hus. Warum, das will ich euch sagen. Ich bin von Köln am Ring zu Hus. Das habe ich lange geantwortet. Ja, sehr schön. Wenn du nicht mehr in Köln leben darfst, hört sich eine komische Frage, ne? Wo würdest du dann hertrecken? Oh. Nach Köln, ne? Zurück nach Und nach Köln. Nippes. Nach Nippes, nach Ihrefeld Nippes, ja. Oder zurück nach Brück, ja. Nee. Ist schwer, ne? Lassen wir das. Was hast du Rosenmontag 2020, also an dem Corona-Rosenmontag gemacht? Da war ich wahrscheinlich sehr traurig. Also
es ist echt komisch. Man hat vieles auch vergessen. Ich weiß es nicht so genau. Ich weiß, wie wir schon gelitten haben, dass die Dinge nicht stattfanden. Das weiß ich schon. Aber was haben wir hier gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es verdrängt. Hab ich das. Das ist auch Kölsch. Ja, das stimmt. Was wird ganz anders sein in Köln 2050? Ja, ich glaube, wenn man nicht aufpasst, stirbt die kölsche Sprache. Das ist ein wichtiges Thema. Ich habe so ein bisschen Angst vor der Uniformität, dass alles gleich wird, die Innenstädte gleich werden. Die wird sich verändern, das ist völlig klar. Es wird weniger Läden geben, aber die Frage ist dann, was machen wir dann mit der Innenstadt so? Ne? Also wird sich einiges verändern, das Leben wird sich verändern. Man muss aufpassen. Ist Köln eine Schönstadt? Ja, schön ist ja sehr relativ. Ne? Es gibt schöne Plätze, natürlich. Es gibt schöne Plätze und das Level ist schön hier. Aber schön im Sinne von Ästhetik, da müssen wir noch was dran tun. Ne? Das ist schwierig. Ich staune ja immer wieder, es ist eine Millionenstadt. Millionendorf. Einfach mal sind irgendwie provinziell Ja, geblieben. Millionendorf sind wir. So, aber die nächste Frage, sonst kriegst du die Reste von Caroline. Du kriegst Besuch von einem, der noch nie in Köln war. Ein Mensch im mittleren Alter, Besuch für einen Tag. Ein Schwerfahrer. Was möchte dem Zählen von Köln? Ja, ich glaube, man muss schon den Dom mal sehen, natürlich. Und vielleicht eine romanische Kirche noch so als Ergänzung. Ich liebe St. Ursula und St. Gerion, da kannst du was erzählen von der Identität der Kölschen, so ein bisschen der Umgang mit Legenden und Geschichten, immer in die Goldene Kammer gucken, dann ist der ganz vielleicht ein bisschen geschockt, der Besuch. Man muss natürlich in eine Kneipe und mit Glück am Tresen Bier trinken. Das ist, glaube ich, das Wichtigste am Ende. Schön. Ja, das ist ein gutes Schlusswort. Ne? Dann sagen wir ganz herzlichen Dank für Dinge Besuch. Freuen uns auf der Podcast im Oktober und sagen bis dahin Tschüss. Halt euch gesalzen und du auch, halt dich gesalzen.